Ekran! Låt ons topranen en Gott kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u van de eigen schuld has en hier met ons bent, wil ik dik als waren bij ons. Dankzij. En mijn naam is Eduard Giesbrecht. We houden een feit programma waar we reden over zijn geschichte van kindheid aan, zijn ouderen weer van Rusland, hij is in Duitsland geboren. Maar we waren een thema een klein beetje teruggegrepen. Jeder blijft bij zijn terugzetten in dat feit programma. Dat du hast nu über nicht eine mennonitische Frühe genommen, nicht eine plotische Frühe. Gab das Stress, gab das Problem, dass du nicht eine deutsche Frühe nimmst? Ja, schönen Dank erstmal wirklich schön hier zu sein. Dankeschön, dass ich nochmal diese Gelegenheit habe, um jetzt von unserem Leben zu verteilen. Ja, jeder bleibt bei seinem Trag. Es ist nicht ganz einfach. Sehr viele, gerade meine Eltern, die so eine Erziehung haben, die das sehr verehren, ist das einfach so richtig. Die leben damit. Ich glaube auch nicht, dass sie das wirklich schlecht mit uns meinen. Sie meinen das sicher gut. Und doch, mit echt meinen Weich, finde ich. Ja. In meinen Weich ist einfach nicht ein traditioneller Weich. Dat is een weich sehr aus Gott entbrucht. Und das Beste, was Gott oder was wir morgen kennen, ist zu sagen, Gott, die darfst uns den Weich führen, den du gehen willst. Und für mich ist es mit Sicherheit auch eine brasilianische Früh. So, und sie wollen, wann sie das auch vielleicht nicht verstehen können, aber du musst trotzdem eine Entscheidung nehmen, wohnt die rechter Weich wir. Ich sehe auch sehr froh dafür. Dat Ferienprogramm hat wir angefangen, dass die Gemeinde gegründet wird, oder dass die Gemeinde es anfangen werden. Und du redest bloß von einer Stadt. Und ich glaube, wir waren noch angekommen, wir haben Leute noch andere Kirche gegründet. Aber so ist das Leben dann als Familienleben, in Gemeindearbeit, und alles passiert zur gleichen Zeit. So, wo ist, wohnen ihr eins, nicht so? Weil wir mal ein bisschen kijken an jullie familie. Wo was jullie eigen leven, oder Familienleben, krijgen Kinder, wo passiert das alles? Wir befinden uns 2003, das ist 18 Jahre zurück. Und fangen mit jemandem der Arbeit an, in São José dos Pinhais, was ich letztes Mal verteilt. Ja, wie wird dann ein paar Jahre ohne Kinder? Und früher dann auch mal, warum vielleicht keine Kinder haben. Dann bin ich bei der Doktor, und er sagte, hier wurde schon mit Kinder haben. Das geht nicht. Geld seht ihr, wenn wir keine Kinder haben, wir können Kinder annehmen. Das wäre für uns schon ein Problem. Und so drucken wir uns dann an, fuhren noch im Amt, wo sie das alles reiten, ganz Papier reiten machen. Und dann fällt wir alles ut in Lürde. Und aus so Lürde, wie meine Frau schwanger. Wow, Dann warst du schwanger. Ja, dann kam unser erste Mädel. So ist die 14 Jahre alt. Wow. Und dann, Lüdi, aber krei dann irgendwann die will ich nu adoptieren. Kommt ihr irgendwann dran? Ja, wir flogen in Deutschland. Da dachten wir nu ein Jahr alt. Und wir sagten meine Eltern da, die leben in Deutschland immer noch. Und als wir zurückkamen, dass wir sehr laut auf dem Ofen, Glock 11 kamen wir stehen. Glock 18 Mal ist klingelt das Telefon. Da wird das Amt. Und früher, ob wir immer noch adoptieren wollen, immer noch ein Kind annehmen wollen. Sagt, wie, ja, wollen immer noch. Geld, du ist ein Jung. Der braucht Eltern ab, wie wollen. Und wo wir haben, in Rede mit Abend, beim ganzen Amt, haben wir 2 Monate jünger als unsere Tochter. Meine Tochter hat dann ein Jahr, in 5 Monaten haben wir ein Jahr und 3 Monate. Und wie sehen, ja, wir wollen annehmen. Wow. So, und dann nahm ihr an, wie eine Familie von 2. Aber wie viele Kinder habe ich von dir? Wo hast du dann alle angenommen? Sei wir 2 geblieben? Nee, das Hähnchen wird wieder. Dann, als wir diese 2 hatten, dann passiert nochmal ein Wunder. Meine Frau wird nochmal schwanger. Wow. Dann liegen wir ab noch ein Kind, aber wir wussten eigentlich nicht. Sie musste eine große Operation machen von ein paar Stunden. Und, Denno, sie kommen in Hüs, nicht gelten, wer war da nicht gelten, dann früh nochmal noch, wir mit dem Doktor, irgendwas stimmt nicht, na ja, mucke sind Test, sei wir schwanger. Wow. Und dort all, während der ganzen Operation. Dann sieht der Doktor uns, das weich machen. Das betont wird, weich machen, das ist sowieso ganz behindert.
wie sie da gar kein Fall. Ein Kind weichmachen, das geht überhaupt nicht für uns. Und wie sie das du aufkommen sehr aus der S, wo das sehr annehmen aus der S. In Gott schenkt ein ganz gesundes Kind. Wow. Haft nichts, ist ganz perfekt. Ein ganz gescheiter Jung. Ganz gescheiter Jung. Jung ja, ein Mädchen? Ein Jung. Ein Jung. Wow, nu hat je 3 Kinder. 3 Kinder. Ja, jetzt wieder die Geschichte. Dann tragen wir noch Wittmersum. In die Gemeinde brachten uns dann dort Metterhalpe. In diesem einen Jahr hat wir dann noch Heidi angelegt. Sie, dort wir meine Frau, ja, erstes Jahr, wo sie von der Bibelschule 3 kommt, nach der Kolonie. En Anfang in de Jugendmetto, aber hij tragt dan, zij als familie tragt dan ook toe. Met 3 schmakke kinderen. En wat passiert dan? 3 kinderen. Ich hatte 3 Schwestern. Und ich hatte mein ganzes Leben lang gebetet, dass ich einen Bruder haben. Aber ich hatte keinen Bruder. Nu hatte ich einen. Mein Bruder ist 11 durch 4 Minuten geboren, aber ich lebe in Brasilien. So wie wir niemals wirklich taub. Und ich weiß, was das heute, wenn man einen Bruder und eine Schwester will. Meine Tochter fängt an zu beten, sie will eine Schwester. Und beten. Dann reden wir mit meiner Frau. Seht ihr, was soll wir machen? Vielleicht, weil wir noch ein Kind haben. Geld seht wie. Dan jeentje weer de papieren uitvallen. En zeiden, vielleicht is het namelijk niet meer een mediale ondernemer, ja. Dan vroegen ze, wenn du vor essen deunt. En wenn Ella seht wie, na gut, Jinja aus meine Tochter. Das ist wichtig, dass Jinja ist. Geschwister. Seht von, na ja, vielleicht sind sie 2. Vielleicht, na ja, Geschwister kann auch sein. Oder vielleicht hat der Bruder, der Junge, was wir alle angenommen haben, vielleicht hat diese noch eine Geschwister, vielleicht weil die 2. Wie seht du einfach, ja. Dann lüht wie weiter. So, dann weet je natuurlijk, het was am Arbeiten, ich komme auf dem Abend Haus. Meine Frau sagt, dass ich das Amthaft angerufen. Die sagt, war das eine Familie, was Kinder annehmen will. Sagt ich, na ja gut, in? Welt? Na ja, sagt sie. Sind 3. Ein Jung von 4 Jahren, ein Jung von 3 Jahren und ein Jahr von 2 Jahren. Und ans Jüngste wird 2 Jahre, in der Älteste wäre 5 Jahre. En wie beden zeiden, ja, wir nehmen alle 3. Wow. So dann gab es eine Familie von 3 Kinder auf einmal saß. Das wird ganz schwindend, ja. Du musst einmal kalt vertalen, meine Frau vertalt, aber was lachen hat. Er will ihn fertig, wir kriegt 2 Gone. Und heraus sich nur meine Frau an, so sei wir dann noch nicht befreit, aber noch Heidi an und sagt, weißt, wie wir von den Kinder nehmen, ich habe nicht den Fertigbrücke, die du und du holen fahren. Und der Name, was er sieht, wie eine Stadt ganz dicht bei, eine Stadt in einer Stadt, und sie dachte, oh, das ist bloß hier am Eik. Ja, das ist vielleicht nicht ganz genug Brennstoff bei einem fertig, aber fort bloß, fällt ab und fort. Und dann sagt er, nee, dort sind so und so viele Stunden wie vorher, aber wir viel Stunden vorher. Aber zij sagt bloß, nehmt das Auto und sie fahren die Kinder dann aufholen, erstmal kennenlernen, statt sie lassen aufholen. So, nu hat je dann 6 Kinder. Und wo ging die Geschichte dann wieder? Ja, dann haben wir 6 Kinder. Und dann noch ein Jahr arbeiten, dann reibt uns die Gemeinde in Deutschland, dort vielleicht da mit halb bekommen. Dann sind wir in Deutschland gegangen. Die Gemeinde ist all 25 Jahre alt. Wenn wir fast gefahren und braucht einfach halb, das nochmal, das wird abbrechen kann, das wird nie passieren kann. Und ich hatte schon Raub für Deutschland. Das hat je in Brasilien geraubt, sind sie fett. Kreit. Ich sehe doch immer, Gott, das kommt nicht von dir. Wenn von dir kommt, dann muss mir das ganz deutlich sein, ganz deutlich. Und ich sehe das ganz deutlich. Als wir von Deutschland gehen sollen, das wäre uns dann sehr klar, wie Mathe gehen, sehr wir hingeflogen. Mit 6 Kinder. Es ist für du auch nicht sehr einfach, ne? Das ist die ganze Gesellschaft, die versteht das nicht wirklich. Ja, wenig ganz einfach. Und wo, die haben über Meier saß Kinder, was passiert? Ja, was in Deutschland wäre, dann wird wie plötzlich, war da mal schwanger, dann kommt das 7. Kind. Ja, dann noch wieder, nach Meier Kinder, oder? Wenn sie mich fragen, sagt sie, wie viele Kinder hast du? Na, bitte nur 7, sagt ihr. Okay. Und ich habe eine sehr wichtige Frau. Als Mennoniten sind wir sehr bedacht. Und ich glaube, wir sind Materiellen. Aber wir sind vielmal irgendwann erst an so ein prägt, wo eine Hütklier haben wir von Büten. Als wir das wählen nicht, das haben wir von klein an gelehrt, sind die Kinder alle so ganz wit mit ganz lichten Haaren, so stühlen? Nee. Okay. Het ja ook ganz dunkle Kinder in sie Säuerfreude darüber. Säuerfreude. Und
haft dat man sind je dat Menschen, wat die kennen das, je vielleicht Kommentare gelassen haben, oder Sachen gesagt haben, dass sie diese Dinge überhaupt nicht würden wollen, aber dass das vielleicht nicht die beste Idee wie Dinge zu haben von einer anderen Form. Ja, veel te volgen. Veel te volgen. Ja. Ik denk dat, ik wil waarom moeten zijn, zij hebben het niet anders geleerd, ja. En ik denk dat jij ook wat niet bijbrengen en zeggen dat het anders is. Diese Dinge haben keine Schuld, dass Gott diese Hüt heeft auf zuerst und erst, ja. Und die Bibel sagt uns, dass keiner geboren wird, ohne dass Gott es will. Jeder von uns ist ein Traum. Ein Traum Gottes. Ein Traum Gottes. Jeder von uns kämpft von Gott, das fängt bei Gott an. Und diese Dinge auch. Die sind hier auf die Welt gekommen, weil Gott es sehr will. Und das Beste, was wir machen können, sag ich mir früher, aber das ist für alle sehr wichtig. Sei auch die beten, Gott sieht, das sind Menschen, die haben es gemacht. Die haben es sehr gemacht, als es will. Ich brauche jemand, der in alle Läufe geben kann, der diese Dinge den Weg wiesen kann zu Gott. Und alle Dinge betet uns, die kennen alle den Herrn Jesus Christus. Die haben das Wort aufgemacht, die haben Jesus angenommen. Die spielen in Singen, die haben einen Rhythmus im Blut, das ist unmählich schön. Und sie hätten sehr gut als Familie, die anderen verstehen das leider nicht. Die Kirche bei uns sind sehr viele Seiten auch, ne? Hast du Probleme genommen? Oder fragst, wie viele hast? Und er sagt 7. Nee, wie viele wertliche Dinge hast? Ich habe 7 wertliche Dinge. Wow. Das sind alles meine Dinge. Das sind Kreuze meine Dinge. Aus den 3, die bei uns geboren sind, die anderen sind dann vielleicht nicht in unserem Haus geboren, aber sind meine Dinge. Ich habe sie angenommen. Kreuze aus Gott mir angenommen haft. Ik zei dat sehr wunderbar, weil jene Geschichte ab jene Weg uitleven. Dat wordt je niet jedermann so doen als jeder doen. Aber weil je wirklich das Beispiel in der Welt sind und vielleicht auch für uns plotische Menschen besonders, wo wir das so sehr abgebiet haben, nicht bloß plotische Menschen, aber viele Kulturen auf dieser Welt haben, wird abgebietet, dass alles wird nicht so ist als ich, das ist arg. Das ist einmal bei den dunklen Menschen auch so. Ja. Leider sind wir Menschen, dass wir viele Mal so denken, und dass die Bibel redet aber anders. Die Bibel sagt, du erst nicht mehr ein Head, nicht ein Jü, du erst nicht mehr, Gott hat uns alle Glück gemerkt, er läuft uns alle Glück, und ich bin so dankbar, dass die ein Zeugnis sind in dieser Welt als Familie, dass die, wo immer je vor, du seine Menschen, in seine Leben, in dieser Life Gottes. Wir wollen ein klein bisschen in jene Arbeit trägen, wir hatten ja all verschiedenste Gemeindes abgenannt. Du hast die Gemeinde in São José dos Pinhais, wo die dann angefangen haben von ganz von null. Von du trag die dann noch Wittmersum, nicht so? So dann hat die ein Jahr mitgeholfen, dass wir aber nicht eine Gemeinde gründen, sondern eine Uithalp eine Gemeinde. Dann fuhr ich für 4 Jahre nach Deutschland. Richtig. In wat eine Gemeinde war Uithalp, und was passiert nach Deutschland? Was passiert dann? Dann ging ich wieder zurück nach Brasilien. Das, wo ich Gott angerobt hat, ja. Ja, und dann halb wieder da Wittmersum üt. Das wir für 1 Jahr geplant, wir bleiben dann 2 Jahre. Im 2. Jahr dann fange ich mit der Gemeindegründung in Ponta Grossa an. Ponta Grossa ist wie viel Kilometer von Wittmersum? 20 Kilometer ungefähr. Bloß kriegt die andere Richtung, als wo ich warst. Ja, okay. Dann haben wir 3 Jahre gearbeitet, Gemeindegründung gemacht. In dieser Zeit gab Gott uns einen jungen Mann, aus dieser Gemeinde, mit einem Hort für die Gemeinde, er hat einen Hort vom Pastor, von einem Prediger. Und dann hat der Bibelschule gemacht, und wir letztes Jahr vor dich. Und dann seht wir, wir haben einen jungen Mann, wir haben jemanden, der hier lebt hat, und der arbeitet well als Prediger, und wir gaben dann unsere Städte vor allem auf. In die Gemeinde Wittmersum brachte uns zurückzukommen. In dit Jahr haben wir die Gemeindeleitung in Wittmersum ganz übernommen. Wow. Sehr schön von dir, Leben hier, Willi, du sind bestimmt noch viel mehr Sachen. Oh, ja. Aber für nu will ich die Dankeschön sagen, ich möchte die Leben hier auch Gottes Segen wünschen. Und teile das Programm noch mit so viel Freunden als du kannst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ekran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.